Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 4 Beiträge für euch in der Sendung. Der Outlet King on Tour, Bergbauern werden digitaler, der Leitzins wird gesenkt und die Krankenkassenprämien werden teurer. Der Outlet King geht auf Tour. Vom 3. bis 6. Oktober kommt das grösste Outlet der Schweiz nach Thun auf das Expo-Gelände. Was genau die Leute erwarten können, erzählen Toni Kurz oder Fabian Zürcher. Unsere Kunden fragen immer wieder, hey, gibt es den Outlet King an einem anderen Ort? Und so haben wir ein neues Format geschaffen. Outlet King kommt zu dir mit dem neuen Format Outlet King on Tour. Was das ist, erklärt dir der Fabu. Die erste Station wird Thun Expo sein. Vom 3. bis am Sonntag, 6. Oktober. 4 Tage lang, befristet und unschlagbar, werden wir dort für dich präsent sein. Was wir für einen Aufwand betreiben, für die über 50'000 Top-Deals für dich parat zu machen. Stell dir vor, all das hier und noch viel, viel mehr kommt auf Thun runter. Wir sind hier auf Hochdruck, am Vorbereiten, am Anschreiben, am Ausbügeln etc. Stell dir vor, die grösste OHA-Halle von Thun Expo, die voll mit Top-Deals. Du kannst direkt vor dem Loch parkieren, laufst rein und kannst es fast nicht glauben, was für unglaublich gute Preise das dort hat. Outlet King on Tour ist ein Teil unserer Expansion, wo wir wie gemerkt mit unserer nachhaltigen Retourenlösung, mit diesen ganzen Überbeständen, die wir von Top-Marken bekommen, brauchen wir immer mehr Ventil. Und eben auch das Bedürfnis, zu den Leuten zu gehen. Darum planen wir, mehrere Filialen in der Schweiz aufzutun und eben mit dem Outlet King on Tour an die verschiedenen Stationen kurzfristig, wie hier zu tun, nur 4 Tage, vielleicht mal ein bisschen länger, in der ganzen Schweiz eine On-Tour-Show vom Outlet King zu veranstalten. Also, früher haben meine Schwester Amanda und ich zusammen mit unserem Papi eigentlich schon ein bisschen in das Familienunternehmen eintauchen. Damals war er so ein bisschen der Pionier mit den Rampenverkäufen. Und jetzt haben wir gesagt, das muss ein Comeback geben. Das waren so crazy Events. In wenigen Tagen so viele Leute, so krasse Deals. Ja, warum heisst es nicht mehr Rampenverkauf, sondern jetzt Outlet King on Tour? Das ist eine gute Frage. Rampenverkauf, haben wir uns gesagt, das ist veraltet. Wir sind mehr als ein Rampenverkauf. Ich meine mit den Brands, die wir dabei haben. Oakley, Helly Hansen, Icepeak, Radis, Nike, Puma, Meindl. Ich meine, wir wollten ein Format schaffen, das diesen Marken würdig ist, mit dem besten Preis. Und das ist jetzt Outlet King on Tour. Was ist der Unterschied zwischen Outlet King und Outlet King on Tour? Wir sind on Tour, das heisst nicht Spiez, sondern irgendwo in der Schweiz. Also vom 3. bis zum 6. Oktober gehen wir eben auf Thun. Und dann ist es limitiert. Die Angebote, die dort sind nur 4 Tage verfügbar. Also du musst in einem von diesen 4 Tagen kommen, wenn du profitieren willst. Und ein Geheimnis. Wir haben immer wieder Partner oder Deals, die wie sagen, ihr dürft die Deals nicht online anbieten oder langfristig beim Outlet King, weil sie so crazy sind. Und das ist der Vorteil, dass wir dort Deals werden haben beim Outlet King on Tour, die noch günstiger sind, als sie hier beim Outlet King sind. Das ist unter anderem natürlich auch nur möglich mit so guten Partnern. Wir haben über 50 Markenpartner dabei, aus den 3 grössten Bereichen Outdoor, Wintersport und Haushalt. Und natürlich haben wir auch noch eine Weindegustation, mit oder ohne Alkohol. Und was nicht fehlen sind etwas ganz cool, das wir lancieren. Das Auto aus Fochhänu wird dabei sein. Es wird Outlet King Editions Auto geben zum Sonderpreis und sonst gute Autos mit Top-Deals vom Auto aus Fochhänu. Also alles, was du eigentlich wissen musst, ist Thun Expo. Vom 3. bis am Sonntag, 6. Oktober. Und wenn du nicht kommst, bist du selber schuld. Digitalisierung macht auch vor den Bergbauern nicht Halt. Der Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, sieht grosses Potenzial in den neuen Hilfsmitteln. Die Bauern haben aber auch Bedenken. Welche, das erzählt der Thomas Egger im Beitrag von Ben Abeckle. Wir wollen ja die Berglandwirtschaft fit machen für die Zukunft und da gehört für mich Digitalisierung obligatorisch dazu. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Potenzial mit der Digitalisierung. Wir sehen es nur so an einem Beispiel, Pflanzenschutzmittel. Wenn man heute mit neuen, modernen Mitteln einsetzen kann, wenn wir bis zu 90% Pflanzenschutzmittel reduzieren, ist das ein riesiges Potenzial, das vorhanden ist. Jetzt hat man ja einen Tag, wo man sich getroffen mit Landwirtinnen und Landwirten unter anderem am 11. September. Sind dort Berührungsängste noch gross gewesen?
Wir merken einfach, dass bei der Landwirtschaft vor allem noch sehr grosse Berührungsängste da sind. Es sind zum Teil sehr diffuse Ängste. Man hat Angst, was passiert zum Beispiel mit meinen Daten, Stichwort der gläserne Bauer. Oder habe ich nachher vielleicht sogar einen grösseren Aufwand noch, wenn ich die Daten mehrfach eingeben muss. Also ich merke einfach, das sind so diffuse Ängste umeinander und die müssen wir probieren zu überwinden. Und das geht von mir nur mit konkreten, guten Anwendungsbeispielen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wie wir wirklich die ganze Digitalisierung vom Bauer her denken und nicht vom Provider her, sondern wirklich vom Bauer her, dass er am Schluss weniger Aufwand hat und dann wird es funktionieren. Noch zum Thema Geld, wenn ein Bauer das hört, Digitalisierung, das kostet doch viel. Im ersten Moment vielleicht schon. Er muss gerade eine Investition machen, aber langfristig rendiert sich das auf jeden Fall. Man sieht es zum Beispiel mit dem Melkroboter. Wenn ein Bauer sich einen Melkroboter anschafft, hat er nachher wirklich weniger Aufwand. Er muss nicht mehr ständig zu den Tieren schauen. Die tun sich selber nachher irgendwie versorgen. Die können selber steuern, wenn sie auf die Weide gehen. Der Bauer sieht auch, wie der Gesundheitszustand dieser Tiere ist. Er muss sich also nicht mehr um jedes Tier gleich intensiv kümmern, sondern kann sich wirklich fokussieren auf die halt vielleicht Probleme haben. Und das reduziert die Arbeitslast natürlich massiv. Die Schweizerische Nationalbank senkt den Leitzins um 0,25% auf 1%. Der SNB-Präsident Thomas Jordan begründet den Schritt mit dem gesunkenen Inflationsdruck und schließt auch in Zukunft weitere Senkungen nicht aus. Kommenden Januar angekündigten Strompreissenkungen bei. Wir haben jetzt eine ziemlich deutliche Senkung beim inflationären Druck. Unsere Inflationsprognose ist tiefer als die wir noch vor 3 Monaten hatten. Und das hat eben dazu geführt, dass wir zur Überzeugung gekommen sind, dass eine Zinssenkung die richtige geldpolitische Antwort ist. Mit dem können wir unsere Geldpolitik lockern und mithelfen, dass eben die Inflation über die mittlere Frist nachher im Bereich der Preisstabilität stabilisiert werden kann. Sie haben es vorher an der Medienkonferenz schon ein bisschen angetönt, dass es im Dezember nochmal eine Senkung geben könnte. Wieso sind Sie jetzt nicht schon 50 Basispunkte runter wie die US-Notenbank? Man muss immer eine Güterabwägung machen, die verschiedenen Optionen gegeneinander abwägen. Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass jetzt 25 Basispunkte der richtige Entscheid ist, der richtige Schritt ist. Und wenn es eben notwendig ist, kann man im Dezember nachher die Geldpolitik weiter anpassen, respektive weiter lockern. Was ist Ihre Prognose hinsichtlich der Senkung des Referenzzinssatzes, sprich der Senkung der Mieten? Der Referenzzinssatz berechnet sich als durchschnittlicher Satz von allen Hypotheken. Und natürlich, der SNB-Leitzins hat einen direkten Einfluss auf die Zahlungshypotheken. Das heisst, in der Tendenz wird der heutige Entscheid auch dafür sorgen oder wird verursachen, dass auch eine Referenzzinssatzsenkung irgendwann vielleicht kommt. Aber wir machen keine Prognose zu dieser Referenzzinssatzsenkung. Sie haben heute Ihre letzte Medienkonferenz für die SNB und haben jetzt übergeben an Herrn Schlegel. Wie geht es jetzt für Sie persönlich weiter? Können Sie da schon etwas verraten? Ja, da kann ich leider noch nichts verraten. In der nächsten Zeit muss ich vor allem meine Sachen aufräumen, viele Bücher auseinandernehmen, schauen, ob ich die behalten oder nicht. Also ist vor allem das, was ich mich damit beschäftigen in den nächsten paar Wochen. Nächstes Jahr steigen die Krankenkassenprämien im Schnitt um 6%. Das hat der Bundesrat heute bekannt gegeben. Je nach Kanton unterscheiden sich die Anstiege aber deutlich. Im Kanton Bern zum Beispiel wird der Anstieg etwa 5,6% betragen. Es ist die Erhöhung der Kosten. Es ist absolut nicht etwas, was man nicht erwarten konnte. Schon die Kosten sind höher dieses ersten Semester als letztes Jahr. Dann ist es auch die Rückzahlungen für letztes Jahr und dann gibt es auch die Inflation. Also man kann es erklären und man sieht auch, dass es auch sehr verschieden zwischen den Kantonen ist. So sieht man es auch mit dem Zusammenhang mit den Kosten. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie diese Kosten in den Griff bekommen? Also ich glaube, es sind mehrere Maßnahmen. Jede Maßnahme kann mithelfen, die Preiserhöhung zu dämpfen. Also jetzt gibt es noch im Parlament das Kostendämpfungspaket 2 mit den Quantitätsrabatte für die Medikamente. Und dann gibt es dieses Projekt, das sehr wird wichtig sein, EFAS, über diese uniforme Finanzierung der Leistungen. Ja. Werden Prämienzahlen Kostenziele fest. Dadurch erhält die Politik ein zusätzliches Mittel
Es ist ein Fakt, dass wenn man anders diese Finanzierung nimmt zwischen das ambulatorisch und les soins, das bringt eine andere, wie sagt man, Repartition, eine andere Aufteilung, Verteilung und dann für die Prämienzahler ist es auch wieder anders. Im Ganzen ist es auch logisch, wenn man mehr ambulatorisch hat, kostet es im Ganzen weniger, wenn man im Spital oder stationär ist. Das ist auch ein wenig sinnvoll. Noch ein Wort zum runden Tisch, den Sie organisieren im November mit den Partnern aus dem Gesundheitswesen. Mit welchen Zielen? Also, dass man klare und konkrete Sparmaßnahmen kann haben in den nächsten Jahren und dass man schaut, was wirklich möglich und schnell in Kraft einsetzen sein kann. Also mehr als nur Worte, also es wird auch Taten geben oder Ziele? Ja, ich glaube, die Leute kommen nicht, wenn es nur um zu reden ist. Und sie sind einverstanden, sie wissen, dass wir objektiv orientiert sind. Und welche Erhöhung gibt es in einem Jahr? Das werde ich noch nicht erklären heute, aber es wird eine Erhöhung geben. Jetzt übergebe ich noch kurz ins Studio, wo der Matthias Mast, sein heutiger Gast, in der Sendung «Zusammen im Zentrum» vorstellen. Mein heutiger Gast ist eine Kultfigur. Er ist Gastgeber und er tut jetzt ein neues Restaurant auf, der Haschim Sölmes. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf der Webseite oder im App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich. Schauen Sie an dem grusig, nass und windig Donnerstag wieder vorbei. Zum Teil hat es ordentlich geschüttet. Eingebettet in eine straffe Südwestströmung hat uns eine markante Warmfront erreicht. Besonders im Hoslital hat der Föhn tobt. Ja, morgen bleibt es stürmisch und in der Zweitageshälfte wird die Feuchtigkeit besonders über dem Relief reaktiviert. Der Endspurt ins Wochenende zeigt sich mit einem Mix aus Sonne und Wolken und zum Teil kann es regnen. Dazu gibt es morgen am Morgen in Bern um die 13 Grad. Ähnlich zeigt sich das Wetter am Nachmittag. Tendenziell zeigen sich mehr Wolken. Im Oberland wird es bis zum Abend immer häufiger nass. Es bläst ein starker Südwestwind und der sorgt für die Jahreszeit für milde Temperaturen. In erhöhten oder exponierten Lagen sind auch Sturmböen möglich. Es ist also gut möglich, dass viele Bahnen gar nicht in Betrieb genommen werden. Am besten informieren Sie sich vorgängig. Ja, und wenn wir uns die Aussichten anschauen, so zeigt sich das Wochenende ein bisschen zweiteilt. Am Samstag wird es sehr veränderlich bewölkt und nur teilweise nass und am Sonntag stellt sich nach hochnebelartigen Restwolken recht sonniges Wetter ein. Und derzeit sind sich Modelle für den Wochenstart noch nicht ganz einig. Womöglich wird es am Montag und am Dienstag veränderlich bewölkt und zum Teil auch nass. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.